Orden Nummer 4 gehört bereits uns und auch der 5. Orden ist in greifbarer Nähe. Willkommen zurück hier zu Pokémon Omega Rubin. Ja, Leute, der 5. Orden wäre greifbarer Nähe. Wir könnten direkt hin, will ich allerdings noch nicht. Erstens wäre es zu früh, wir noch ein bisschen trainieren und zweitens ist die Wartephase zwischen dem 5. und dem 6. Orden nur noch umso größer. Weil ganz ehrlich, wir können nach dem 5. Orden, aber mit der VM Surf haben wir so viele Wege hier zu erkunden. Da wäre unglaublich. Das war natürlich mal. Moment, so, jetzt aber. Also mal hier die Wüste hier oben, oder wo es vorhin mehr oder weniger, was wollte ich gerade sagen? Genau, in der Wüste, wo es gar nicht voranging. Können wir jetzt bereits machen, will ich nachher machen. Dann natürlich hier oben noch, wegen Surfer. Genau, hier auch. Und dann war, glaube ich, hier. Gut, das ist nur ein ganz kleines Stückchen, aber von der ganze Wasserweg hier noch. Wow. Und dann halt vor allem der Weg, war. Das vor allem natürlich hier durch noch ein bisschen. Und dann vor allem halt nach Baumhausen City. Und das können wir noch etwa 5, vielleicht sogar 6 Parts noch haben, bis wir hier wirklich überall durch sind. Das ist natürlich eine gute Trainingsgelegenheit. Deswegen will ich jetzt mit dem Orden noch bis zum nächsten Part warten. Wir gehen jetzt erst einmal Richtung Wüste, wobei ich mich ganz musste erst noch nach Gravelport City zurück. Gravelport, Quatsch. Entschuldigung, natürlich nach Malmfroh City, weil wir brauchen ein anderes Fahrrad. Ich bin Trottel. Wieso? Ganz einfach, ich brauche doch noch mal ein VM-Viech. Ohne VM-Viech wird es ein bisschen doof, durch unser Trümmer durchzukommen. Was anderes. Wo zum Henker. Aha, stimmt, hab ich so gemacht. Zertrümmerer und Zerschneider, ja, sind noch die Pokémon. Ja, Kai muss noch ziemlich gut trainieren, was? Mit Level 14, obwohl er schon ziemlich stark dafür. Klar, ist er auch schon voll Eva trainiert und so. Atomic, der ist mir auch schon gut. Chaos auch schon. Wir sind paddelig, aber vor allem natürlich Kokiri noch trainieren. Und deswegen lade ich mich wieder mal auf EP-Teiler und Kokiri kriegt auch noch, hier. Was? So, Dankeschön. Und Kokiri kriegt jetzt endlich seinen verdienten Blattstein. Wo ist denn der jetzt? Ah, hier, genau. Der Blattstein. Alles klar, Leute, Zeit für die Entwicklung. Manu, Kokiri entwickelt sich. Was auch irgendwie seltsam ist, du kannst die Entwicklung hier gar nicht abbrechen. Du könntest theoretisch, dass du mit dem Stein außersehen draufkommst und plötzlich trotzdem entwickelt. Das war so ein Tangolist, yeah, Mann! Sehr gut, entwickelt ist jetzt bereits. Das hat natürlich immer noch den Pflanzen- und Lichttyp, das stimmt soweit noch. Von den Attacken her. Könnte schlimmer sein, könnte besser sein. Naja, wir werden dann alles noch sehen, Leute. Den Zeit haben wir ja für diesbezüglich. Er muss einfach noch schauen wegen der Unlichtattacke halt. Weil eigentlich wollte ich eine Attacke à la Nachthieb und so nehmen, aber das könnte ein little bit kompliziert werden. Weil dummerweise gibt es keine TM, es gibt keinen Attackenlerner, sprich Tengulis kann hier in Omega Rubin Alpha 4 die Attacke einfach noch nicht lernen. Oder nicht lernen, wie auch immer. Also die Frage, sagen Sie einfach mal so, okay, das wäre als physische Variante, oder sage ich doch lieber, nehme ich halt Finster oder Spukball und gehe auf spezielle Attacke. Eventuell eine Variante. Müssen wir alles gucken. Hallo? Ah, hier wollte ich schon sagen. Wo sind die Felsen denn hin? Lalalala. Und ja, auch nicht zu vergessen, Leute, auch hier kann man noch den Surfer einsetzen. Lalalala. So. Das war ganz geschwind. Und zwar das Fahrrad austauschen. Jupp. Den brauchen wir für die Wüste. Also brauchen ist übertrieben. Und natürlich nice, wenn wir hier das Eilrad hätten. Kein Problem, wir tauschen Räder aus.
Das Geile am Spiel ist ja, man kann hier beide Räder gleichzeitig haben, sprich das Allrad und das Kunstrad. Das geht aber leider erst nach der Liga, weil man muss die Räder muss man insgesamt 3 Personen zeigen und ja, die dritte Person findet man erst nach der Liga halt. Weil es ein bisschen fies und so und ja, vor allem deswegen, es gibt wirklich Bereiche, wo man beide Räder braucht. Die gibt es wirklich und da sind vor allem so seltene Themes und so, die dort versteckt sind. Und das sind natürlich schon doof. Wenn du die halt erst nach der Liga kriegen kannst. Lalalala. So Leute, Zeit für die Wüste. Das Wüstenglas, Peaceman. Sieht cool aus, wa? Naja. Ups, na, mach ich nur das Falsche. Den wollte ich. Da gibt es noch das eine oder andere zu entdecken. Oh, verdammt, der Schutz. Ich hab den Schutz vergessen. Ein Sandan. Bäh. Ein Kokiri kommt selten allein. Ja, wenn du die Finte drauf hat, hat er auch Basisstärke von 60 und trifft ja immer natürlich schon eine nice Attacke. Aber also macht Tengulist echt, oder sprich unter Kokiri, mache das physisch oder mache das doch eher speziell? Wer weiß. Erstmal natürlich Laubklinge. Naja, geht's daneben, aber Intensität macht jetzt nicht so viel. Autsch! Das hingegen schon. Einfach als Ansturm, ey. Ja, reinhauen kann er. Das ist doch schon mal erfreulich. Wieso habe ich den jetzt vergessen? Wo ist er? Ah, hier, Topschutz. Wie ist eigentlich der Wert von Tengulist? Ja, man sieht es auch hier natürlich. Physisch spielt normaler Angriff ist höher als der Spezialangriff. Und damit war zu rechnen. Das ist echt eine gute Frage. Oder machst du sogar einen Mix draus, sprich verteilt die jeweils auf beiden Werten. Angriff und Spezialangriff und dann noch ein bisschen auf, ja, das ist die Frage, war. Der dritte Wert, auf Capital über auf Initiative, relativ langsam ist er schon. So, ja, ist einfach der dritthöchste Wert, mein. Es ist so schwierig. Toxine. Richtig geil. Ja, wie auch immer. Wir werden alles noch sehen. Da ist irgendwo ein Item. Mann, bin ich eigentlich auf einem Wüstenglas. Schrecklich Schmerzen erdulden. Wieso kann der Typ ohne Wüstenglas durch, und wir können es nicht? Der Isidor. Was, Isidor? Easy durch eine Tür hindurch, oder was? Naja. Ja, ich meine, physisches Tengulist hätte schon seine Vorteile. Vor allem halt die meisten Wasser-Pokémon oder als Gegner jetzt sind eher speziell ausgegangen mit der Verteidigung, aber eben halt solche Typen wie Georg, also sprich allgemeiner Gestein- und Stahl-Pokémon sind eher mit der normalen physischen Defense halt hoch und speziell ist dafür niedriger. Das ist schon die Frage, Tengulist doch lieber im Sinne von lieber Energieball statt, ja toll, aua, lieber Energieball halt statt Laubklinge. Wobei natürlich Laubklinge dann eine hohe Critical Chance hätte auf einen kritischen Treffen, das ist natürlich auch nicht zu verachten. Ja, Leute, man könnte so viel noch machen. Sigi, den muss ich so noch entwickeln. Ja, Mann. Weil er soll nachher noch die Stärke erlernen. Oder ist bereits drauf? Ne, der Nutzertrümmer und einmal ganz kurz. Du hast nur Zertrümmerer und Zertrümmerer drauf, genau. Nur die beiden. Ein AP Plus. Ah, das könnte noch ganz nice werden. Ein Protein? Das ist natürlich auch nicht zu verachten. Alter, über Items.
Also verarschen? Ein Sternenstab direkt in der Mitte. So, wer ist denn das hier? Hallo, Kleines. Hm, wer bist du denn? Mensch, versuch mir das Sand in den Augen. Hätte doch bloß an mein Wüstenglas gedacht. Ach übrigens, ich habe gehört, dass im Wüstensand so ein anderes Fossil verborgen sein soll. Hast du vielleicht eine Idee, wo genau? Sage ich jetzt lieber nicht, weil sonst klaust du mir ja. Also mit den Fossilen hier ist das so eine Sache. Es gibt nachher 2 Fossilien, die wir zur Auswahl haben, dürfen aber leider nur eins davon nehmen. Ja, doof war. Ein Sandsturm kommt auf, das leider beide. Ja. Pflanz-Pokémon. Geht eigentlich noch im Schaden, wa? Na, der Wurzler. Nee, klingt schon noch nicht. Noch einmal die Finte. Und Level Up. Yeah, man. Yeah, man, kann ich noch ein Level Up. La 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 la. So, und jetzt, wer ist noch hier unten? Hallo. Servus. Es ist eine TM-Sandsturm, der braucht die schon. Ja, ich überlege gerade, im Prinzip kannst du jede Attacke gut gebrauchen, oder theoretisch jede Attacke, mein Tackle, Plunger, naja. Sandsturm-Team. Ja, wenn ich unbedingt Sandsturm brauche, nehme ich mir ein Despotar ins Team, ganz ehrlich. Weil das hat ja immerhin die Fähigkeit zum Sandsturm. Was auch gemein ist, wa? Andere Pokémon brauchen die Attacke, Despotar trifft einfach auf. Ja, Mann, jetzt hast du einen Sandsturm. Doch, das will ich. Ich will dich herausfordern. Den Ruinen-Maniac Rüdiger. Ja, Rüdiger. Ja, von einem Rüdiger ist noch ein cooler Name. Oh, wir haben die Qual der Wahl, Freunde. Ein Bodenpsycho. Wir können 4 über Laubklinge machen. Ja, come on. Geht schneller. Macht ja auch mehr Damage. Aua! Ach, guck hier, du kriegst noch deinen ganz großen Auftritt dann im 7. Arena-Kampf. Dort wird er denn die Führung umnehmen mit Kai zusammen, denke ich jetzt mal. Also ein Tangulist und Milotic. Ach, eine nice Kombi. Na, doch lieber. Super. Ist aber kein Erdbeben drauf. Scheibenkleister. Flugpokémon haben wir auch keines im Team. Ja, wenn sie durch doof. Ist aber kein Erdbeben drauf. Weil der Team dazu ziemlich spät kommt. Das hat ein bisschen wehtun. Müssen wir jetzt auch dachten. Ah, Volltreffer, okay. Mann, ey, dieser Boden-Pokémon in diesem Vorteil. So, tschüss. Und der kommt so schnell nicht wieder. Atomic! Chaos. Ziggy! Jubelt nicht. So, Leute, sagt Zeit, aber ja noch ein paar Minuten. Null Problemo. Ist das ein Käferfuzzi? Ich weiß, du willst mir zeigen, dass du eine Landschaft für alle anderen Brillen hast, wa? Das brauchst du mir nicht nichts zu sagen. Eine Schutzbrille. Ey, ganz ehrlich, Leute, Schutzbrille finde ich echt ein geiles Item. Wieso? Ganz einfach. Die habe ich auch in Alpha Saphir meinem Sumpex oftmals gegeben, und zwar aus dem Grund. Machen wir es jetzt? Hier unten. Diese Brille schützt den Träger nicht nur vor wetterbedingten Schaden, sprich wie zum Beispiel Zier im Sandsturm und so, sondern auch vor vielen Attacken, bei denen Puder eingesetzt wird. Und wer setzt Puder ein? Genau, Pflanzen-Pokémon vor allem, oder Käfer, oder? Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Wasserpokémon wie Milotic im Rennen hättest, der Gegner denkt so, ja, mach dann Giftpuder und Schlafpuder, so irgendwas. Wir gar nicht. Und das Ganze auch noch vor wetterbedingten Schaden schützen. Einfach schon. Ich finde doch ein geiles Item.
So war nachher sowieso nicht mehr. Ich glaube, es ist halt vor allem gut am Anfang noch, wenn du halt, langsam Pokémon irgendwie trainieren möchtest, dann kannst du es machen, aber Schutzbrille doch, muss ich sagen, das ist ein nice Item. Ja, verdammt, und? Ah! So, jetzt aber. Unser erster Sonnenbomber. Du kommst ein bisschen spät, Kumpel. Mann, oh Mann. So, haben wir noch irgendwelche Trainerfuzis? Trainerfuzis. Oh, Michael, bist du ordinär? Jo. So bin ich halt. Was, Bitches? Nee, Quatsch. Was? Ah. Seltsamer Ort, aber okay. Nicht im Felsen, sondern direkt im Sand. Ja, können wir vorwärts. Dort sind zwar die 2 Fossilien, wo wir aber leider nur eines aussuchen können. Wir tun zwar ziemlich die Augen weh, aber ich habe mich entschieden, hier in der Wüste ein Picknick zu machen. Ein Picknick in der Wüste. Ja, wieso nicht? Ich meine, so eine gute alte Sandsuppe oder ein Sandsandwich, wer kann schon da widerstehen? Natürlich über dem Wasser, natürlich auch überall Sand drin. Eine bescheuerte Idee. Ein Sandamer. Kokiri, ich wäre jetzt sehr froh, wenn du einen Doppeltreff, also später einen kritischen Treff landen würdest. Ja, das geht's einfach nicht. Nein! Alter, Zornklingen, einer Volltreffer, Pflanze undicht, 4-facher Schaden, Volltreffer, 8-facher Schaden, keine Chance. Das war vorbei. Mach es fertig, los Kai! Jetzt habe ich auch gleich ein Level up. Ja, braucht nicht viel machen. Alter, wie schnell der ist. Das noch ohne Flinkklauen das allem. Level 16. Korrektur, Level 17. Alter, 4 Spiele. Ja, Leute, fängt langsam an. Das Aquavelle. Okay, ist eine coole Attacke, weil immer ein verwirrten Gegner. Das Ziel eventuell verwirren kann. Eventuell 60, das sieht Wasser besser. Problem ist vor allem verwirren. Du weißt nicht genau, trifft der Gegner jetzt oder trifft er nicht. Wenn er natürlich Siedewasser einsetzt, sprich wenn der Gegner verbrannt ist, oder sich verbrannt hat, müssen wir eigentlich eher sagen, dann zieht natürlich die Attacke, also sprich der Verbranntszustand natürlich immer, macht er Schaden. Und dann senkt auch immer den Angriffswert. Ja, aber jetzt ein bisschen doof von mir. Dass Kokiri drauf ging. Naja, gibt Schlimmeres. Ja, okay, dann haben wir jetzt noch Fossilien. Mache aber erst am Schluss. Will ich erst noch gucken hier. Was habe ich hier noch alles verpasst? Ja, hier mal ein Ball. Ein Sternenstab, schon wieder. So, hier ist auch schon die Route da zu Ende. Okay, dann haben wir nicht mehr so viele Trainer hier. Ja, bitteschön. Was hältst du dich mit deinem blöden Wüstenglas ein? Der für eine Art Superhelden? Ruhe auf den billigen Plätzen, doch komm rein. Mann. Ah, ich will ein Sandamer. Ich raste Viecher langsam, war mit der Zornklinge. Ja, das ist echt. Zornklinge ist nie gut. Ich spiele eine Käferattacke. Wie gesagt, Pflanze undicht, 4-fach Schaden gegen Käfer. Das tut weh. Das gibt's doch einfach nicht. Guck, hier braucht dringend ein EV-Training, aber dringend. Also die Finte, die trifft zumindest immer. Guck hier, nach Level 30. Nein, endlich mal. Okay, so viel wert sind sie da leider auch nicht. Sehe ich alt aus. Ich bin kein Superheld, Mensch. Ich bin ein Michael-Held, aber kein Superheld. So, egal. Was gibt es hier noch alles zu tun? Die hatten wir auch schon. Okay, naja, mache schon, keine Sorge. Hier haben wir sonst auch nichts mehr mit dem Itemradar. Tja. Eben diese beiden Fossilien. Also, weil ich eins berühre, also sprich eins wähle, versinkt das andere im Treibsand. Das Wurzelfossil
liegen gelassen. Und ich jetzt das Clown-Fossil überlegt gerade, weil das habe ich jetzt im Alpha-Saphir genommen. Oh, keine Ahnung mehr. Das hier? Ich glaube, ich habe das linke genommen, also nehmen wir jetzt immer das rechte. Michael Hay, Clown-Fossil! Obwohl es eigentlich möglich sein soll, alle Fossilen zu kriegen, wo die anderen sein sollen, aber jetzt keinen Schimmer. Da bin ich jetzt echt ein bisschen ratlos. Obwohl, stimmt gar nicht, wir haben hier ein Fahrrad. Versteht ihr? Ratlos? Ja, ihr müsst nichts sagen. Er war spontan. Da kriegt einiges. So, hier oben gibt es noch ein paar Dinge zu tun. Also, Mann! Zu tun ist vielleicht übertrieben, aber es gibt noch ein paar. Wie bist du hier raufgeklettert? Hast du vielleicht auch merkwürdige Kräfte angewandt wie ich? Was? Bist du mit Alva gekommen? Ganz ohne merkwürdige Kräfte? Eins bekäme ich auch hin. Solange du Fahrrad fahren kannst, ja. Dann nehmen wir den Typen noch, das sieht nach einem Kampf-Fuzzi aus und ich habe bekanntlicherweise eine Kampfallergie mit Kokiri. Wäre eigentlich was für Atomic und Jungblut, wa? Oh. Die Devise mein Trainer, die den Menschen immer beginnen, seinen Kampf herauszufordern. Okay. Tja, Leute, muss man sagen, das ist bereits auch schon der letzte Kampf für heute. Morgen geht es weiter. Wie gesagt, zur Arena dann mit unserem Papi. Und das wird dann richtig Fatih-mäßig, weil, ja, also richtig heikel mein natürlich. Der Schwede. Ich meine, hinkommt und relativ leicht, aber ob wir dann auch die Chance haben, jetzt schon loslegen zu gewinnen, ist ein Alter. Ist ein anderes Thema, falls wir noch ein bisschen trainieren, wa? Nimm einen Doppelkick, Mann. Alter, der Defense. Wake up. Toll, jetzt bin ich gerade down. Glück gehabt. So, jetzt reicht schnell, bin ich sowieso. Also Hitzekoller. Sieht, ich finde, ein bisschen doof aus, die Attacke. Naja. Gibt's Schlimmeres und Level Up. Ja. Das Ziel ist, bis zur nächsten Arena sollte Jungblut schon noch 2 Level kriegen. Nee, Ziggy, lieber nicht, dankeschön. Und der Rest der Truppe, die eigentlich, ja, wie soll ich sagen, eigentlich Mindestlevel 35 wäre toll. Klar, Kai wird es nicht mehr schaffen, der ist noch zu schwach, da müssen wir wirklich offscreen trainieren. Naja. So war mal dazu, Leute, das war's mal für heute hier bei Pokémon Omega Rubin. Das, ja, was war ein ganz gelungener Part, muss man sagen. Ja, Pokémon? Ich glaube nicht, wa? Wir haben die ganze Wüste an einem Part durchforstet. Das, ja, war mehr oder weniger spannend. Und Kokiri konnte auch zeigen, was er drauf hat. Also ganz kurz zurück. Oh nein, jetzt muss es über die Bahn und so. Die deutsche Bahn, nicht deutsch, sondern die Seilbahn ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal dann wieder hier. Ich muss gucken, ob ich vielleicht doch noch offscreen noch ein bisschen trainieren, so ein paar Levels gebe. Und ob ich sage, nö, muss gehen, muss klappen, wir machen es so. Und dann, ja, dieser Part dann. Die 5. Arena, sprich die Arena von unserem Vater Norman. Das wird dann lustig. Bis dahin, tschüss.